Letzebäuerisch. Einfach, aber visuell. In diesem Video gucken wir, wie das funktioniert, einen Wunsch auszudrücken. Auf Französisch, exprimer un souhait, auf Englisch, to express a wish. Dafür brauchen wir den Conditionnel Présent. In diesem Video an der analytischen Form, das heißt ich ging oder ich geef gehen. Ich geef gern an die Vakanz gehen. Geef, das ist das Verb gehen, auf Englisch to become und auf Französisch devenir, am Conditionnel Présent. Oppassen, das Verb ist auf zweiter Platz wie an all normalen Satz. Den Infinitiv goen ist auf letzter Position selbicht wie bei einem Satz mit Modalverben ich muss oder ich will. Das changiert nicht, den Infinitiv bleibt auf letzter Position. Nach einer kleinen Information, ich geef gern an die Musee gehen, dient eine Alternativform für geef. Das ist ich ginge. Ich ging gern an die Musee gehen. Es ist egal, was dir benutzt. Die zwei sind korrekt, die zwei sind 100% korrekt und es gibt keine Differenz am Sinn. Ich geef gern an die Musee gehen oder ich ging gern an die Musee gehen, das ist ganz egal. Just das Verb ist à la base ein Annacht. Ich geef, das ist das Verb gehen am Conditionnel Présent. Und ging ist das Verb goen am Conditionnel Présent. Den Infinitiv changiert nicht zum Schluss. Das bleibt. Oppassen, ich geef oder ich ging goen heißt auf Englisch I would go. J'irai auf Französisch. Ich geef oder ich ging gern goen heißt I would like to go. J'aimerais aller. Du hast eine Differenz. Mit gern oder ohne gern. Ich geef goen, I would go, j'irai. Ich geef gern goen, I would like to go, j'aimerais aller. Ich geef gern an de Kino goen. Ich geef gern an de Restaurant goen. Ich geef gern etwas trinken goen. Ich geef gern spazieren goen. Ich geef gern laufen goen. Oppassen, die zwei Verben sind obligatorisch. Geef auf Position 2 plus goen auf der letzten Position. Auf Französisch ist das j'aimerais aller. J'aimerais aller au cinéma. J'aimerais aller au restaurant. Auf Englisch I would like to go to the cinema. I would like to go to the restaurant. Die zwei Verben sind obligatorisch und Position ist auch obligatorisch. Position von den Verben. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Verben. Zum Beispiel ich geef gern mit dir schwätzen. Ich geef gern eine Weltreise machen. Ich geef gern ein bisschen am Garten arbeiten. Ich geef gern meine Arbeit wechseln. Ich geef gern Nationalität kriegen. Zum Beispiel die letztebäuerische Nationalität. Geef ist bleibt auf der zweiten Position. Den Infinitiv bleibt immer auf der letzten Platz. Dafür oppassen, das ist nicht korrekt. Ich geef gern schwätzen mit dir. Evitiert das. Ich geef gern machen eine Weltreise. Das funktioniert nicht. Verb muss auf die letzte Position, am Infinitiv. Dann, ein kleines Exerzice für euch. Formuliert einen Kommentar hier auf YouTube mit einem Wunsch. Was geeft dir gern machen? Ein Wunsch, ein Plan für ein Projekt etc. Notiert das an Kommentare und ich kann das korrigieren und die anderen können das lesen.